So, hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von der Assembly. Keine Ahnung, wie lang das die letzte Folge war. Auf jeden Fall lang. So, Dr. Adechala schreibt Dr. Sayed. Filmabend. Kummer, Bitches aller Länder, vereinigt euch. Kann ich nach der Arbeit mal vorbeischneien? Was ist denn das für eine Ansage hier? Haben wir nicht schon genug apokalyptische Szenarien auf der Arbeit? Ich bleib zu Hause mit meinen Sherlock-DVDs. Filmabend. Der heutige Marathon besteht aus Pandemic, The Day After Tomorrow and Armageddon. Ich bin's, Jam, Eng ist dran mit Popcorn. Okay. Die haben ja vielleicht Unterhaltungen bei der Arbeit, das ist ja nicht mehr normal. Vogelbestand, Priorität. Karim, die Vögel von Standort 2 sind in Kisten verpackt und einsatzbereit. Bitte priorisieren Sie da die Sicherung weiterer Spezimina zwecks Infektion Ausbringung bei Standort 3. Muss für die Tür zum inneren Labor sein. Ich muss da rein. Dr. Sayed an Dr. Sayed. Codeerinnerung. Solche, die im Nest bleiben. Was? Solche, die im Nest bleiben. Solche, die im Nest bleiben. Im Nest. Zehn, 2, 8. Kann das sein? Was war das nochmal? Ach ja. Die im Nest bleiben. 10, 2, Na, das 8. war's wohl nicht. 2, 8, 10. Okay, Sesam, öffne dich. So, willkommen. Was ist das? Ich erinnere mich an dieses Inhalator-Design. Virale Distribution auf dem Luftweg. Ein Wahnsinnsvektor. Ich erinnere mich an dieses Inhalator-Design. Virale Distribution auf dem Luftweg. Ein Wahnsinnsvektor. Doc. Also Hundefutter, aber. Wieso Hundefutter? Jetzt nur Vögel. Nichts geladen. Oh, sie haben es ja. Du bist mir ein ganz hübscher, was? Ja, das bist du. Oh, wunderschön gemacht hier. Seine Projektleiter werden stocksauer sein, wenn der zu fett wird. Ja, das wollen wir natürlich auch nicht, ne? Calico Island. Scheiße, das ist definitiv ein Testgebiet für lebendige Objekte. Ich wette, da wimmelt's mittlerweile von gefiederten Überträgern. Das war's. Ich bin fertig. Auf diesem Memo ist mehr als genug, um das CDC zum Eingreifen zu bewegen. Ich muss nur noch irgendwie die Daten da rausbekommen. Zuerst zurück in mein Labor, packen und für einen Transporter sorgen. Aber wieso machen Sie das an Vögeln? Die übertragen doch die Krankheiten. 1a. Naja, Was ich mich schon immer gefragt habe, gibt es wirklich Designer für Laborkittel? Die Aufzeichnungen von irgendwem. Cheves meint, meine Berechnungen sind falsch. Aber Cheves fällt nicht die Entscheidungen. Nicht hier unten. Mal sehen, wie falsch ich liege, wenn ich der ein Photon per Quantenteleporter in den Arsch schiebe. Sie wäre entzückt, da bin ich mir sicher. Spaßereien am Arbeitsplatz. Leer. Ja. Oh, okay. Gut, dann müssen wir jetzt
Kehren Sie in Ihr Labor zurück. Genau. Und das mache ich mit dem Fahrstuhl. Nee. Ich muss nicht. Niesen. Entschuldigung. Ah, ja. Ich rufe Dr. Pearson. Könnte Dr. Pearson bitte unverzüglich Dr. Chavez unter der Durchwahl 289 anrufen? Ach, das soll wohl ein Witz sein. Ich wiederhole. Könnte Dr. Pearson bitte unverzüglich Dr. Chavez unter der Durchwahl 289 anrufen? Okay, nur die Ruhe, die ist dir noch nicht auf die Schliche gekommen. Das kann nicht sein. Das ist einfach nur irgendein Routinescheiß. Und wenn ich da jetzt anrufe, braucht die gar nicht erst hier runterzukommen. Die Dekontaminierung dauert ewig. Am besten rufe ich Chavez von einem Telefon hier drin an. Und wo habe ich denn hier ein Telefon, wo ich reinkomme, ohne dass ich eigentlich... Und die Story, die geht weiter. Oh ne, das ist auch so ein gesperrten Bereich eigentlich. Genau, Doc. Schön warten lassen. Alter, du musst ja schon fast irgendwo rein, wo du eigentlich nichts verloren hast, um ein Telefon zu haben. Chavez. Ich bin's, Cal. Ist was mit den Tests von Dr. Stone? In der Tat, ja. Ich habe soeben neue Informationen erhalten und ich muss dementsprechend einige Änderungen vornehmen. Okay. Was hat das mit mir zu tun? Sie soll eigentlich mit dem Bankett anfangen, doch dann müssen Sie den Ausbruch mit ihr machen, während ich den 4. Test neu vorbereite. Den Ausbruch? Den habe ich seit den Tests von Ente nicht mehr gemacht. Ich wusste nicht mal, dass wir den immer noch nehmen. Katastrophale virale Ausbrüche sind eine Tatsache der realen Welt, Caleb. Gerade Sie sollten das wissen. Wow, Lizzie. Das war mal ein Tiefschlag. Ich habe das bereits mit dem Direktor durchgesprochen. Er meint auch, dass Sie das am besten übernehmen sollten. Kontrollraum 5C, melden Sie sich, wenn Sie dort sind. Und versuchen Sie mal, sich auf dem Weg dorthin nicht nach Ihrer Ex zu verzehren. Bereits mit dem Direktor durchgesprochen. Ja, jede Wette. Und dennoch ist das Letzte, was ich brauchen kann, eine Hetzjagd mit mir als Beute. Ich gehe besser mal auf Ebene A und spiele für den Moment noch mit. Somit Aufzug. Hey, wie geil ist das denn? Kann nicht einfach auf den Aufzug gehen, sondern Aufzug klicken. So. Mein Gott, das A ist ja komisch. Bitteschön, A. So. Und wie es jetzt weitergeht, werden wir in der nächsten Folge schauen. Tschüss!